dunkel ist. Und alle Kinder schlafen. Dann passieren die Wunder und noch mehr. Los zu, was da alles geschehen kann. In der Nacht, wenn's dunkel wird und alle Kinder schlafen, passieren Wunder und noch mehr. Lass zu, was da alles geschehen. Was da alles geschehen. Hey. Und der Abi. Ja, von Lulu. Die Abenteuer. Die sind nicht vom Globi. Nein. Es sind die von Lulu und Robi. Es sind die vom Lulu und vom Robi. Ja, genau. Es sind die vom Lulu und vom Robi. Die haben sich nämlich davon geschlichen, jetzt mitten in der Nacht, ohne zu fragen. Ja, mitten in der Nacht. Das machen sie fast jede Nacht. Psst. Ja. Sind die Abenteuer. Das sind die vom Lulu und vom Robby. Herrliche Lustig in der Nacht, sie sich rausschleichen. Einfach so. Herrlich, oh, hier und da. Katze-Türchen, Hey. ohne etwas zu sagen und ohne danach zu fragen, Sie ob sie das das überhaupt dürfen oder nicht? Eins, zwei, drei, hopp, Papi, wenn's dunkel, hopp, Papi, jetzt geht's los. Eins, zwei, drei, hopp, Papi, jetzt geht's los. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, hopp, Papi, Achtung, jetzt geht's los. Das ist das erste Abenteuer vom Lulu und vom Robby und es heisst «Der glitzerige Mondstein». Im Zimmer der Kinder ist es ganz still. Nur das leisliche Rascheln hört man vom Duvet, wenn eins der Kinder seine Hand oder seinen Fuß aus der Decke rausstreckt. Dann raschelt es. Aber die Kinder, die schlafen ganz tief und fest. Die hatten einen aufregenden Tag gehabt und sind ganz fest müde. Und der Lulu, der Luchs, tut langsam seine Augen auf. Seine plüschigen Ohren wackeln aufgeregt. Irgendetwas hat ihn geweckt. Und darum geht er schnell zum Robby über. Der ist nämlich im anderen Zimmer. Beim anderen Kind, beim kleineren Kind, beim Mädchen. Er gehört ja einem Bub. Der Bub ist 4 und das Mädchen wird jetzt 2. Genau. Und der Lulu passt immer ganz gut auf, dass der Bub tief schläft, wenn er sich aufmacht und aufsteht und zum Robby übergeht. Und er passt natürlich auch auf, dass die Mutter und der Vater tief schlafen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie spät in der Nacht das auch ist. Weil die Eltern, die gehen nämlich auch nicht so früh ins Bett. Und darum ist es immer nach Mitternacht, wenn die beiden unterwegs sind. Aber das Mal ist der Robby auch eingeschlafen. Zusammen mit dem Mädchen, das ihn fest in den Armen hatte. Er musste sich ein bisschen herausbefreien. Aus diesen Kinderarmen, aus diesen weichen, warmen Mädchenarmen, die ihn so gerne haben und die ihn so fest gehabt haben. Und der Robby hat seine Augen gerieben und gesagt, «Hey, was ist denn los? Jetzt bin ich so gemütlich gsi, gerade da am Schlafen. Und ich habe schon von einem schönen, glänzigen Fisch geträumt.» «Miau, draussen im Garten, miau, da glitzert etwas im Mondlicht», sagt der Lulu und springt leislich vom Bett runter.
glitzern? Wo? fragt der Robby aufgeregt und kugelt sich hinterher. Er liebt alles, was funkelt, schimmert und glänzt. Und die beiden gehen schauen. Sie schleichen über, also der Robby, der robbt ja mehr, weil der kann ja nicht wirklich gut laufen. Aber er kann sehr gut schleichen, rollen und, was er auch gut kann, ist rutschen. Er rutscht auf seinem Bauch und das geht schnell, vor allem auf dem Holzboden. Da kann man noch richtig ziehen. Die beiden schleichen also zur Balkontür, für dort rauszuschauen. Aber am Boden haben sie nicht gesehen. Das Balkongeländer ist zu hoch. Sie müssen raus schauen. Und ja, jetzt müssen sie sich halt durch das Katzentürli zwängen. Der Lulu der drückt fest an das Katzentürli und lässt den Robby zuerst durchrutschen auf seinem Bauch. Ja, und als sie draussen sind, schüttelt sich der Robby. Der hat nämlich immer ein Problem, wenn sie dort ankommen. Er sagt: Oh nein, jetzt schon wieder die blöde Katzenstege. Warum könnt ihr hier nicht eine schöne, gerade Stege her tun? Schimpft er. Und der Lulu sagt: Psst, bist still. Miau, sonst kommen noch Katzen hinterher. Dort hat es doch so einen roten Tiger. Bei dem müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Der ist ein bisschen gefährlich. Darum, komm, ich helfe dir. Ja, der Lulu muss dem Robby helfen. Das Katzenstegli ist wirklich schräg. Die Brettli sind schon angemacht, aber sie sind krumm und wackeln. Und der Robby hat bei jedem Brettli, bei jedem Schritt hat er Angst. Er rutscht aus oder verliert das Gleichgewicht und fällt runter. So hoch ist es zwar nicht, und er ist ja ein Stofftier, aber gleich. Er hat es nicht gern, wenn er so von hoch runterfällt. Und der Lulu nimmt ihn auf den Rücken. Miau, komm, das Mal nehme ich dich auf den Rücken. Ich mache mal eine Ausnahme. Hopp, 1, 2, 3, hopp, hopp, hü. Und der Robby gumpelt am Lulu auf den Rücken und muss sich festhalten am Hals. Das ist gar nicht so einfach, weil der Lulu muss auch ein bisschen aufpassen auf dieser Stege. Die ist wirklich ein bisschen krumm und schräg. Und mit einem weichen Plumps landet er unten auf dem Boden, der Lulu. Und der Robby kumpelt gerade ab seinem Rücken drauf. Gut, bin ich angekommen. Merci, Lulu. Miau, ist gern geschehen. Ich mache dir doch gerne so einen Gefallen. Miau. Ja, der Lulu ist eben geschickt. Der hat starke Hinterbeine. Und mit den Vorderbeinen zielt er immer ganz genau, woher er springen will. Der Mond scheint hell. Und der Robby hat schon sofort den glitzerigen Stein gesehen, der da am Boden war. Da, der funkelt schön, wie ein Stern, ruft er begeistert und robbt sofort los. Zu dem Stein. Aber als er den Stein aufheben wollte, hat er gemerkt, dass der ganz fest steckt, ganz fest in der Erde. Lulu, hilf mir! Du musst mir helfen mit deiner Kraft. Der Lulu stemmt sich mit seinen kräftigen Pfoten gegen die Erde und zieht, währenddem der Robby an dem Stein schiebt. Miau, noch ein bisschen, Robby. Komm, wir schaffen das zusammen. Komm, noch einmal.
Aber der Stein will nicht rauskommen. Einfach nicht. Und der Lulu merkt, Miau, ich glaube, wir brauchen ein Werkzeug, für den Stein rauszunehmen. Miau, was könnten wir echt nehmen? Vielleicht. Was könnten wir echt nehmen? Vielleicht einen Hammer? Nein, das ist doch nicht gäbig, ein Hammer. Wir wollen ihn ja nicht noch weiter in die Erde hineinhämmern, den Stein. Sicher nicht ein Hammer. Da brauchen wir eine bessere Idee. Miau. Dann halt einen Schraubenzieher. Miau, schon eine bessere Idee, aber wo finden wir den Schraubenzieher hier? Auch keine gute Idee. Komm, wir gehen mal da unter dem Balkon schauen. Da hat es doch auch so Zeug, wo rumliegt. Da finden wir sicher etwas. Und jetzt gehen die zwei zusammen über unter dem Balkon. Dort hat es nämlich so einen Liegestuhl, ein Sandali-Kübeli und ein Glassenförmli. Aber das nützt nicht alles nichts. Aber da hat es eine Schaufel. Miau, die nehmen wir. Bei der können sie gehen. Und tatsächlich, sie nehmen die Schaufel und gehen den Stein gerade ausgraben. Du machst das gut, Lulu. Du hast so kräftige Arme. So gut. Miau. Ja. Ich habe kräftige Arme. Und Beine auch. Miau. Schau, schon haben wir es geschafft. Der Lulu lacht. Und der Robby hat den Stein ins Mondlicht. Das ist perfekt für meine Sammlung, sagt er stolz. Da hören sie beide ein Rascheln. Wo kommt das her? Dort vor der Strasse, vom Gebüsch. Etwas bewegt sich schnell. Durch das Gebüsch durch. Es raschelt. Was ist echt das? Sie müssen schnell in die Deckung gehen. Schleichen dort ins nächste Gebüsch hinein. Was war das jetzt? Schau mal dort. Die leuchtigen Augen, die uns anschauen. Miau. Ja, das ist ein Tier. Vielleicht Mokka. Plötzlich huscht ein kleiner Schatten vorbei. Schwarz wie die Nacht. Es war die Katze. Die Katze von dem Kind, die Mokka heisst. Sie kommt zu schnurren. Sie ist nicht immer so freundlich zu den anderen. Weder zu den anderen Katzen noch zum Lulu und zum Robby. Sie ist halt lieber allein. Immer ein bisschen für sich, unter dem Sofa hat sie ihr Plätzchen, wo sie schläft. Oder dann geht sie gerne in den Keller runter. Oder dann ist sie draus. Aber gut Freund sein kann man nicht unbedingt mit ihr. Nur zu den Erwachsenen, zu den Müttern und Vätern und Grossmüttern und Grossvätern hat die Katze eine gute Beziehung. Zu allen anderen ist sie entweder schüch oder ein bisschen kratzbürstig. Und der Lulu sagt zu der Katze gerade sofort: Miau, keine Angst, wir bringen alles wieder in die Ordnung. Die Schäufchen tun wir auch wieder zurück und den Boden tun wir auch wieder schön zudecken. Dort hat es jetzt nämlich ein Loch. Und der Robby geht schnell das Loch auffüllen und der Lulu versorgt die Schaufel wieder. Die Katze, die hat etwas anderes im Kopf. Die ist schon wieder davon gegumpelt. Und der Lulu und der Robby gehen so schnell, wie sie können, wieder zurück ins Haus. Aber der Robby klagt: Oh nein, jetzt schon wieder die Katzenstege.
komm, schimpf nicht so laut. Ich nehme dich halt wieder auf den Rücken. Die und der Stein. Mal schauen, ob ich euch beide mache. Und klar hat er beide mögen. Mit seiner Luchsenkraft hat er den Robby und den Stein auf seinen Rücken aufgenommen. Und ist eins nach dem anderen Holzbrettli, das schräg in der Landschaft ist gestanden, dort, zu dem Katzenstägli aufgumpelt. Und noch fast wäre dem Robby der Stein aus den Flossen rausgefallen, aber er konnte ihn im letzten Moment noch haben. Und so sind sie durch das Katzentörli wieder zurück reingekommen. Halt einfach ein bisschen härtig und dreckig. Sie haben auch ein bisschen Dreck hineingeschleift. Aber ja noch, es muss halt die Mutter oder der Vater am Morgen putzen. Die werden dann sicher meinen, das sei die Mokka gewesen. Ja, jetzt müssen sie sich halt zuerst noch putzen, bevor sie wieder ins Bett gehen. Weil den Dreck den können sie nicht mit ins Bett hineinschleifen. Das wäre ein bisschen auffällig, dann würden die Menschen merken, dass etwas ein komisch wäre. Und der Mondstein, den müssen sie auch in ihr Versteck bringen, dass ein Kind nicht finden. Aber der Robby, der hat ein gutes Versteck. Dort, wo es niemand findet. Er verratet es nicht einmal hier. Weil, ja, schliesslich sind seine Glitzersachen dort. Und wer den Schatz findet, wird ihn sicher gerade mitnehmen. Nein, das Geheimnis erzählt er gar niemandem. Und so putzen sie sich und am Schluss kuscheln sie sich noch ein bisschen zusammen ein und erzählen sich noch eine gute Nachtgeschichte. Ja. Und bevor der erste Sonnenstrahl durch die Storre scheint, schleichen sie beide wieder zu ihren Kindern ins Bett zurück. Ganz still. Kein Mensch hätte geahnt, was für ein Abenteuer sie da in dieser Nacht erlebt haben. Gut gemacht, Lulu und Robby.